20 ab 7 Musik aus dem Welschland parat, jetzt gerade bei SRF 3, Stevens und The Backyard. So. Zum Glück ist wichtig. Oh ja. Mit dem Fabian Unterreger. Was für eine Woche. Eine schockierende Woche, muss ich sagen. Der hat so gelesen. Also gerade vor den Festtagen haben wir die Nachricht nicht können brauchen. Fondue Chinoise löst offenbar Darminfekt aus. Schade, was soll man denn sonst essen über die Festtage, Bastien Giro? Ja, ich finde das nur gerecht, dass der Mensch nach dem Essen genauso leidet wie das Tier, bevor sie gegessen werden. Es geht ja mehr darum, ob man die Hygienevorschriften beachtet beim Chinoise, also kein Rostboulet direkt neben dem anderen Fleisch vielleicht auf den Tisch oder auf die Dauer rauf tut. Sonst wird's ungesund, Präventivmediziner Felix Guzwiller. Im Gegenteil, das ist gesund, stärkt das Immunsystem. Fondue wird zum Beispiel auch an einschlägigen Partys gegessen. Namentlich sind das Masern- oder Mumps-Partys. Gut, wie viele Menschen werden wirklich krank wegen Fondue Chinoise? Vielleicht ist alles nur Panik. Was weiss da die Weltwoche, Roger Köppel? Um was geht's? Im Wort Chinoise, Chinose geschrieben, steckt das englische Wort Noise, N-O-I-S-E, Lärm, Punkt. Und nach dem Essen vom Fondue Chinoise macht der Bauch Lärm. Das macht Lärm. Da ist der Magen verdorben. Aufpassen, sage ich nur. Zum Beispiel Roger Federer. Ja, ist klar, oder? Ich has schon im Rücken, oder? Jetzt kann ich es nicht auch noch im Bauch haben, oder? Und wenn es mir kein Bauchweh hat, muss ich mir jetzt nach jedem Fondue Chinoise Sorgen machen, dass er wieder schwanger ist. Ja, du, ich meine, gerade bei Sportlern muss man schon ein bisschen schauen, was auf den Tisch kommt. Sonst ist es schnell mal Schluss mit dem Erfolg. Unser Skifahrer Carlo Janka kann ein Liedchen davon singen. Nein, singen kann ich auch nicht. Ja, aber nach dem schlechten Saisonstart vor ein paar Tagen in Aspen vorher das Fondue Chinoise gegessen? Fondue gut, auch bei dieser Winterdisziplin gibt's keinen Gewinner, nur Verlierer. Aber auch da, wie beim Skirennen, mein Motto, dabei ist alles. Anderes Thema noch, Ecopop ist ja der Bach ab und vorbei. Wir fragen uns, kommen schon bald die nächsten gespässigen Initiativen auf uns Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zu? Was weiss die Runde? Nationalrat Christoph Mörgeli, was planen? Schauen Sie, wir sammeln fürs Eidgenossen mehr, weil wir immer mehr Schweizer mit Migrationshintergrund bei uns haben. Lange die Stände und das Volkswehr nicht mehr. Wir brauchen noch das Eidgenossen mehr. Das heisst, es muss eine Mehrzahl von echten Schweizer für eine Vorlage sein, verstehen Sie? Wieso überrascht mich das jetzt nicht? Nicht sehr kreativ. Da lobe ich mir doch eher der Stefan Eicher. Seine politischen Pläne, seine Initiative im Köcher ist etwas ganz anderes. Ich sammle Unterschriften für die Legalisierung von meinem Cognac-Hammam. Ich will eine Oase von der Sinn auf dem Rausch bauen. Und dort gibt's eine Whisky-Öl-Schläfenmassage für alle, Rotweiss-Holzbäder und Absinth-Regenwald-Dusche. Dazu spiele ich live mit meinem rechten Brustnipp und Mahagoni-Ukulele aus Ouagadougou. Jetzt musst du nur nachher unterschreiben, mon ami. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.